Lost my way when I called upon his name. Then he rescued me, now the song I sing. What a loving God is he. Out of his great love he picked me up. Well, goedemorgen Sola. Dit is John Peters hier met Gedanken uit Gottes Woord. Dit is een 7 februari. Klok 10 s'morgens hier op 1250 KIKZ radio en on the internet www.kikzkscm.com en vielleicht eine Stunde wieder on YouTube. Check das wahrlich wieder. Great love, he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love, I've learned the meaning of salvation. Out of his great love. Zijn grote lief heeft mij opgehoben. De vrouwverten en het Christentum is, heeft God mij geraad, of heb ik aan u geroopt? Wat is nu de rechte antwoord? Zij rijdt voor de antwoord? Dat is bijdrage. God heeft alles erschaffen, de zaligheid door te brengen, door te stellen. Hij heeft alles betoeld, de schuld is betoeld. Nu durven we niet op plus aannemen. Dat is dus van die was van boot zijn afgevallen, van schap. En die kost niet zwam, en die strogels, en zwams en woeteram, en paddels en das. Jemand moet die een levensjacke schmieden, niet zo? Wanneer ik die een levensjacke schmieden doe, dat wil zo zijn, dus ik die er even jij hem aanbieden. Je moet daarna den levensjacke nemen en den aantragen. En zo, een dat God zijn ziet, heeft alles erschaffen. De andere is onze ziet, we moeten dat aannemen. En dat is een grote, ware Liebesgeschichte. Op Engels würde zijn, het is een love story. De grootste Liebesgeschichte, wat ik jemals gegeven heb. We merken van der Schluss met dat boek Filippa, die klinkt meestal mal zijn. Die zijn hier een paar werk, 5, 6 werken of zo. En in Filippa brief gewas, en wat mij zo groot geworden is, dat hij werd geschreven dat Paulus, die is in gevangenis, hij is vastgekeerd. En dan schreef hij 13 Mal van vrijheid aan. Vrijheid aan. En dat wil van der Lehrer zijn. Zo 4 Mal had hij van geredet, van die 2 Zastern en gemeint, die 2 Frühers, wat zich niet einig werden. En de vraag is, ich würden vereinigen. Wie hätten wir uns denken haben, dat meest alle strijd wat we ons aangaan, dat wordt 2 weken wieder al niet aanhouden en besonders niet 2 jaar wieder. Zo vrouw die zal zeggen, maar dit wil ik niet meer strijden, heeft dat een wichtigheid, heeft dat een punt, wat dat 2 weken wieder verheben onderscheid meer. Het blijft 95% würde zijn, nee, dat wordt gleich. We reden van, ik wil liever die in mijn leven gaan als rijk gaan, als rijk zijn. Nog eenmaal, ik wil liever die in mijn leven gaan als rijk zijn. En was die rijk zijn, of was die schaftig zijn? Dat zijn een paar wichtige vragen wat we ons veel week vervieren. En dat jij ook over YouTube te horen. Dat is Filippa gebied feiern en dan zegt het de 2 Frühers. Nu redt hij weer, en dan redt hij in vers 9 van de moedstok. Want dat, wat is de moedstok? Wel, weil wir nicht weten, dass wir something doen sollen, oder dass wir something sein sollen, oder noch halten sollen. Das ist einfach, was wahrhaftig ist, was wahr ist, was ehrbar ist, gerecht, keusch, lieblich, wohllautend, was sich verhält. Und die Dinge soll wir denken, dann wollen wir alles anstellen können. Und sagt er sogar in Vers 9, was die Familie sein, und gelehrt haben, und angenommen haben, dat in je Leben even. Und der Gott von Frieden wird met je zijn. Wat kan je dat zijn? Wat kan Paulus zijn? Dat is ik doe. Wat je van mij hier aan dat doe. Wel, Paulus had ervaring gehad met Jezus Christus zelf. Jezus had hem van den Buddha raufgeschmeten, so zu sein, met het dagenlicht. En Jezus had zich erbarmd te Paulus. En wie blijven fertig met Paulus zien kan voet in den dienst nemen? Nee,
Hij ging 9 jaar wieder auf, wo irgendwo in Arabien, in der Wüste, die hat eine Stadt, und hat hij von Gott gelehrt. Und hat Gemeinschaft gehabt mit Gott, und der hele Jes hat ihm Dinge openbaart. Dat is waarom Paulus verder sagt, der Herr sagt, und nochmal sagt ich sage, weil hij had veel wijsheid gekregen, die 9 jaar. En zo, nu, jetzt in vers 10 dan zegt ik ben dankbaar dat je zo bezorgd werden om mij. Die haben mir das gewesen, dass die nicht gut werden. Und was die warten wir ist, Paulus war allein im Gefängnis. Die philippische Kirche hat davon gehört und hat ihm 2 Dinge geschenkt. Nummer 1 Geld, Nummer 2 ein Prediger, Epaphroditus, zum Anbedein. Und der Epaphroditus wird wie Paulus krank geworden und mäßig gestorben. Und du war Luther noch ein bisschen mehr. Das wir in Kapitel 3, wo wir davon reden. Und nu sagt er, mir ging das schwer, die haben mir doch, die haben mir geholfen. Und ich bin so dankbar dafür. Aber er sagt, ich habe gelehrt, das ist sehr wichtig, in Vers 11. Er sagt, ich sage das nicht, wegen mir was fehlt. Wegen er sagt, ich habe gelehrt, zufrieden sein, was immer die Umstände. Das ist in Kapitel 4 von dem Buch Filippa Brief, Vers 11. Er sagt, ich weiß, was es geht in der Not sein, dass mir was fehlt. Ich weiß, was es geht, viel haben. Ich habe gelehrt, als ich viel habe oder nichts habe, als ich voll bin oder als mein Buch ledig ist, als ich alles habe, was mir fehlt oder nichts habe. Ich habe gelehrt, zufrieden zu sein. Das ist ein Buch Gottes. Dann sagt er warum in Vers 13, wenn ich kann alles tun durch Christus, der mich stark macht. So, Paulus, jo, wie man in Christus mal eten, in Christus mal Kleider anhaben, das fängt man in Christus kann ein Haus haben. Und wenn Christus ist zufrieden, bietet die Dinge. Weißt du, die Dinge im Leben, die werden uns beschäftigt. Die Dinge im Leben, die verrosten. Jesus sieht selbst, wir haben Geld verabschieden. Was wir dort? Mit anderen halten, mit Dingen weggeben, mit Gott geben. Ich glaube, was meine Sekretärin muss sehen. Sie sieht, der fertig wie nur in der letzten Monat 2-mal im Shop gewesen. Dann hat sie zu Gott gebeten, hat sie gesagt, Gott, deine Chor, es war am Shop. Und wenn dort ist, wo die deine Chor was haben, das ist mir alle Geld. Sie hat gelehrt, zufrieden sein, nicht so? Und er ist so dankbar für die Filippa, dass sie ihm geholfen haben, weil er sagt, ich bin zufrieden, was ich arm bin oder reich. Viele Menschen, die haben ihre Freude in den Dingen im Leben. Aber die Dinge, die vergehen. Du wirst nicht mitnehmen. Ich Timotheus saß, du sagst, Paulus zu Timotheus ist das. Die Göttlichkeit mit Zufriedenheit, das ist ein feines, großes Ding. Nach einmal die Göttlichkeit, was Gott kann, mit der Zufriedenheit, zufrieden sein, das ist ein göttliches, ein gutes Ding. Wenn dann sagt Paulus wieder in 1. Timotheus 6, Vers 7, 8 und so wieder, sagt er, wir sind mit nichts in diese Welt reingekommen und wir wollen mit nichts verloren. Ein Baby, was geboren ist, hat keine Kleider an, darf nicht in die Autos in der Hand, darf keine Bank rechnen, bitte der Eltern haben noch 3 gemerkt, ne? Aber das hat Paulus gesagt, wir kommen mit nichts in die Welt rein und wir wollen mit nichts verloren. Bloß dort, was wir verabschiedet haben, dort war Taum. Ich habe mir denken, und das ist eine reiche Tante, die starft und kommt dort und eine goldene Puten an. Und sie hat Jesus gekannt, zuerst seilig, so die Engel, die sagen, nu werden wir die in den Haus bringen. Und so sie gehen die große Länge, das sind große, reiche Häuser, ich meine, das wie die schöne Himmel, nicht so? Und das war nicht schlecht. Und dann kommen sie bei eng von der Straße durch, von der Gas, und das ist ein kleines Klutje, mit Iserdroh top gebunden und top getaped, und sagt der Engel, das ist dein Haus früh. Was sagst du? Wat, ich bin in der Welt so reich? Das ist mein Haus? Jo, sagt der Engel, wenn die schaffen hier bloß mit dort, wo du verabschieden lässt. Und so, sie hat nicht verabschiedet. Oder das ist bloß nicht schlecht, aber das ist da noch so, wir sind nirgends in diese Welt reingekommen und nirgends verloren wie. Und so, Paulus ist dankbar, dass sie angehalten haben, weil er sagt, er ist zufrieden. Und muss Gott ihn sehen, dass sie angehalten haben. Der Friede ist nicht im Ding. Wenn du viele Dinge hast, was kostet das dann? Sie erstens dankbar für das, was Gott ihm gesehen hat. Zweitens, denk daran, das wird alles vergehen. Das ist täglich. Weil wir zum Beispiel wenn wir sagen, ich habe $100 meine Pferd. Die $100, die können morgen nicht wert sein. Die Economy, die Inflation, die kann so hoch ran, dass das Geld nicht wert ist. Innerhalb von Ländern hier, wo sie ein Messkorb voll Geld haben. Und
einer hat den anderen bestohlen, die fährt mit seinem Messkorb voll Geld dran. Und der einer stiehlt den Messkorb, dumpt das Geld eruit und rennt mit dem Messkorb weg. Das Geld wird nicht wert. So, das Geld, was du hast, das ist nicht in deine Hände. Dat is alle God zien, so dat is het tweede ding. De God het geven, so zie dankbaar, denk de ander kon vergaan, drittens, jef God het. Dat is alle zien. God jef goeden te verdienen, jo. God hat Menschen in zijn richting, wat te verstaan geld te maken, te verstaan het te vermehren, wie zijn dankbaar voor je. En weet je waarom God het deed? Zodat je zijn recht kan halten bouwen. En daarmee dat je dat voorop zijn. Alles wat je hebt is hier is verjaard. Wir sagen mir gestern in alle 74 voerde. Ganz verrast dat, een schwinsch, dat is vergaan. Alles op deze eerd verjaard. Sogar eigentlich, wenn de Seil blijft, immer ewig, dan wat aan de Seil de beloning krijgen daar im Himmel, bloß dort, wo wir verabgeschickt haben. Paulus schlitt diesen Brief mit Unterbegeisen und er hat besonders betont, er ist zufrieden, als er arm ist, oder als er reich ist, als er im Gefängnis ist, oder als er frei ist. Und er ist so dankbar für ihn, dass sie ihm geholfen haben, sie sind am Beistand. Und das ist der Philippa-Brief, meine Freunde. Ich würde ihn wirklich lesen, man kann ihn sehen, wenn ihr den Philippa-Brief überlesen dann. Sehr Dankeschön für Horchen und ich schicke diese Botschaft auch wirklich wieder. Gottes Segen.